Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Diridari für Larifari. Unser nächster Verkäufer, Franz Schiernaugl aus Hintergraubling, hat ein ganz besonderes Andenken seines Urgroßvaters im Gepäck. Er hofft herauszufinden, ob es sich um ein authentisches Stück aus der Zeit handelt und ob er das richtige Näschen gehabt hat. Ah, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier was ganz Besonderes aus dem Körbchen blitzen sehen, nicht wahr? Ja, da hast du dich nicht täuscht. Oh, wenn es das ist, was ich denke, dann haben wir hier gleich richtig Druck in der Kabine. Aber zunächst mal darf ich fragen, mit wem wir es hier zu tun haben. Also ich bin der Schiernaugl Franz aus Hintergraubling, aber du darfst Franz zu mir sagen. Der Franz, dann bin ich natürlich der Horst. Ja, dann fragen wir mal unseren Experten, den Jens. Jens, kannst du was zu dem Stück sagen? Ja, vielleicht wäre es nett, wenn uns der Franz noch die Geschichte erzählt, wie er zu dem guten Stück gekommen ist. Ja, meine Geschichte, da gibt es nicht viel zum Verzeihen. Im Grunde ist das ein alter Schneidsadam von meinem Urgroßvater. Den habe ich beim Ausmisten gefunden und Oma hat gesagt, da hat ihr Vater sogar schon einen Kanonenstab reingeschneizt, weil der war Kanonier im 1418er. Oh, dein Urgroßvater war Kanonier im Ersten Weltkrieg. Nein, im 1418er hat Oma gesagt. Ja, was dann im Endeffekt auf der Zelle rauskommt. Mein lieber Jens, kannst du uns schon was zu dem Stück sagen? Ist es authentisch? Ist es aus der Zeit? Ist es echt? Ja, lieber Horst, es ist auf jeden Fall ein authentisches Stück, aber es ist schwer zu sagen, da das Grundgerüst kaum erkennbar ist. Boah, das wäre ja ein Klopper, wa? Der Schießpulvergeruch passt auf jeden Fall zu dieser Geschichte. Ich würde aber trotzdem noch einen Test machen, um mir sicher zu gehen, wenn du damit einverstanden bist. Ja, freilich, mach nur. Lieber Horst, hast du die grün-bläuliche Flamme gesehen? Ja, das war deutlich zu erkennen. Das war Schießpulver, stimmt's? Ja, lieber Horst, das war Schießpulver. Das bedeutet, dieses Taschentuch stammte aus dieser Zeit. Militariersammler würden für so ein gutes Stück um die 500 € bezahlen. Oh. Gratuliere. Ja, und jetzt? Jetzt ist sie weg. Fujikato. Oh, mein lieber Franz, das ist aber jetzt schade. In diesem Fall kann ich dir natürlich kein Hinterkärtchen geben. Ja, nein, das macht ja nichts. Ich habe ja noch was dabei. Du hast noch was dabei? Am Ende ein zweites Kanoniertaschentuch. Das wäre ja eine Sensation. Nein, aber Backi Futzen habe ich dabei. Da haben nur noch genau 2 Stück drin für euch Deppen. Hey. Aus, Ende. Und wieder einmal heißt es im Chiemgauer Comedy-Stadel Diridari für Larifari. Nepomuk Distel hat sein geschmackvolles Mitbringsel extra für die lange Fahrt von Niederweitling bis zu uns in einer Frischhaltebox aufbewahrt. Hat er da ein wahres Kunstschätzchen in der Schachtel? Ah, das Döschen kenne ich. Das ist eine Butterbox, stimmt's? Da hast du bestimmt was ganz Fettes drin, mein Lieber. Das geben wir direkt mal unserem Experten, dem Albert, damit der sich schon mal ein Bild machen kann. Und in der Zwischenzeit, ich bin ja bestimmt der Ältere von uns beiden, auch wenn man es nicht auf Anhieb sieht, darf ich dir du sagen, ich bin der Horst. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Hallo, ich bin der Vincent Tabeus Nepomuk von Distel. Ja, leck mich, du Söck. Da ist ja schon der Name ein Kunstwerk. Respekt. Ja, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Ha, und was machen deine Eltern so? Mein Vater verdient sein Geld mit künstlichen Befruchtungen und meine Mutter ist Überlebenskünstlerin. Ja, und was hat dich so befruchtet? Wie bitte? Ich meine, welche Muse hat dich geküsst? Was machst du für eine Kunst? Das da. Oh, ich sehe schon, das ist ein ganz spezieller Fall für unseren Experten, dem Albert. Albert, du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, dich mit dem Objekt zu beschäftigen. Was kannst du sagen? Kannst du es einordnen? Ja, natürlich, lieber Horst. Das kann ich sogar ganz genau einordnen. Das ist eine Butterdose. Eine Butterdose, sonst nichts. Ein Stück Butter ist ja noch drin. Genauso habe ich mein Kunstwerk genannt. Ein Stück Butter ist noch drin. Ach, das ist dein Kunstwerk. Ja, also mit Verlaub, lieber Horst, das hat mit Kunst rein gar nichts zu tun. Das ist nix. Aber dieses Stück Butter
zeigt die gesellschaftliche Tendenz, nie genug zu bekommen. Das immerwährende und fortstrahlende zerstörerische Streben nach mehr, mehr. Das kann man ja sicherlich hineininterpretieren. Mein lieber Horst, das ist völliger Quatsch. Wenn er sich das Teil wenigstens an die Wand genagelt hätte oder eine Badwanne damit eingerieben hätte, ja, dann könnten wir uns über Kunst unterhalten. Aber so. Ja, mein lieber Nepomuk, was machen wir denn da? In diesem Fall kann ich dir natürlich leider kein Händlerkärtchen geben. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, das verstehe ich schon, dass Sie lieber Mopeds und alte Lampenschirme anbieten. Und dass Sie keine Ahnung von moderner Kunst haben, das wusste ich gleich. Ach so, Sie unterstellen mir also, dass ich keinen Kunstverstand hätte. Was mir zu deiner Kunst einfällt? Kannst dir mal ganz schnell schleichen, weil sonst schmier ich dir deine Butter in den Arsch rein und einen Bilderrahmen gleich mit. Also das ist Das ist ja Hallo? Ja, meine lieben Zuschauer, da fällt mir eine einmalige Überleitung ein. Wenn Sie die spannenden Geschichten von Diridari für Larifari weiterverfolgen wollen, dann schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, ich bin Ihr Horst. Tschüss. Schau mal, Albert, was ich im Foyer gefunden habe. Das ist der Franz. Der arme Kerl ist kreuz und quer hin und her gelaufen und wusste überhaupt nicht wohin. Aber hier bist du richtig, mein Junge. Das ist unser Experte, der Albert. Der wird dir jetzt gleich alles über dein Bierkrug erzählen. Nein, jetzt hör doch mal auf, fix. Aber, mein lieber Franz, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Der Albert ist bestimmt vorsichtig mit deinem Krug. Nicht wahr, Albert? Ja, aber natürlich, lieber Horst. Das ist ja mal wurscht, ob der Handlacher aufpasst auf meinen Krug. Kriegt oder nicht und du auch nicht, Horst. Ja, also sowas haben wir auch noch nicht erlebt. Aber mein lieber Franz, wenn du deinen Krug verkaufen willst, dann musst du schon den Experten drauf gucken lassen. Ja, Herrschaftszeiten werden gesagt, dass ich meinen Krug verkaufen will. Ich bin draußen wirklich auf der Bierbank gehockt, hab da mein Maßel drungen, noch was leer, dann hab ich da drinnen einen Schenk gesucht, aber da wuselt ja nicht einmal irgendwo eine Bedienung rum. Und auf einmal, ne, zahlt und zupft da jeder meinen Maßkrug rum. Aber ich sag's euch gleich, wenn einer meinen Maßkrug noch angelangt, dann ringt's Bockfotzen. Haben wir uns, Kameraden. Ne? Was habt ihr denn jetzt? Also ich würde sagen, eindeutig süddeutscher Raum, lieber Horst. Späte 80er Jahre, sehr grob geschnitzt und in dem Zustand sehr schwer an den Mann zu bringen. Ja, das klang mir auch sehr nach Unterbier, mein lieber Albert. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Diridari für Larifari. Unser heutiger Verkäufer ist George Lammel. Er würde gerne für sein Mitbringsel ein neues Zuhause finden und wäre froh, wenn er dafür einen echten Liebhaber finden könnte. Ah, das habe ich von der Entfernung schon gesehen, das könnte interessant werden. Die Herrschaften haben ja nichts in der Hand. Ich bin der Horst Lichter. Und ihr zwei seid? Schorsch und Ilse Lammel. Ilse, Schorsch. Ah, dann darf ich du sagen, ich bin der Horst. Und das ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, unsere Expertin, die Frau Dr. Heide Zippezappe. Ist gut. Jetzt bin ich aber mal neugierig. Was habt ihr uns denn Schönes mitgebracht? Ich sehe gar kein Körbchen, kein Säckchen und kein Beutelchen. Sie? Was? Sie habe ich mitgebracht. Meine Weibe, die Ilse. Baujahr 1958, 1,62 Meter groß. Das Gewicht weiß ich jetzt aktuell nicht, aber auf alle Fälle hat es da schöne barocke Formen, oder? Jetzt hat er uns aber dran gekriegt, der Schorschi. Bayerischer Humor, wa? Nein, das ist schon mal ernst. Mit sowas spaßt man nicht. Jetzt wollte ich halt von der Frau Expertin wissen, ob es da noch Liebhaber dafür gab und was ich eventuell noch dafür gekriegt hat. Also ich möchte meinen, das geht nun doch etwas am Thema dieser Sendung vorbei. Und mir geht dein Plätz Geschmatz am Arsch vorbei. Alt ist und selten ist. Also was kriege ich noch dafür? Weißt du was, mein lieber Schorsch? Ich habe eine viel bessere Idee. Du kriegst jetzt von mir das Händlerkärtchen und dann kannst du dich oben bei den Händlern selbst als Dinosaurier verkaufen. Was hältst du davon? Ja, dann kann ich ja zu den Händlern auf. Das ist ja super. Ja, und deine Gattin lässt du in der Zwischenzeit hier. Hier jetzt lang, die zweite links und dann warte, bis du aufgerufen wirst, Ja, okay? ja, Und super. dann viel Spaß. Wiederschauen. Dankeschön. Den lassen wir jetzt ein Stündchen schmoren. Den habe ich in den Heizungsraum geschickt. Da kommt so schnell keiner vorbei. Und wir drei Hübschen,
Wir trinken zur Aufmunterung jetzt Leckerlikörchen. Also, auf jetzt, meine Mädels.